Na, wenn das mal keine üble Erkältung gibt mit den Füßen im Wasser. Naja, willkommen zurück hier zu Omega Rubin. In der 8. Arena sind wir eigentlich so weit fast schon durch. Es fehlt noch ein Trainer plus dann noch Vasili selbst. Aber es ist natürlich wieder mal ein Weg durch ihn hindurch. Bahn war, okay, da geht es problemlos hier. Und hier auch natürlich noch die dritte Option. Wie mache ich das am besten? Ich versuche es mal so. Könnte bis jetzt zumindest schon mal klappen. Boah, was eins zu viel. Nein! Ah, das ist natürlich die Tante im Weg. Ja, Idee gut, Ausführung beschissen. Passt auch hier wieder mal wie die Faust aufs Auge. Oh, lecko mich doch am Arsch. Ja, leck mich um Arsch. Ja, okay. Concentration pur meinerseits, wa? Schon besser. Jetzt müssen wir irgendwie zu ihr rüber, nachher wieder hochkommen. Das heißt, jetzt mal die Seite hier abschließen. Das heißt, ich mache das doch irgendwie so herum. So, und wie gesagt, muss ich da irgendwie rüber. Also natürlich erstmal hier noch etwas anderes abschließen. Ich da nachher das Ganze runter mache. Ja, ich muss total runter. Mal gucken. Es könnte funktionieren. Okay, mal gucken, jetzt mal gegen sie fighten. Was für eine Musik, hey. Die Bucke von Evelyn. Azumerel. Ein Feentyp. Ich hab jetzt gerade, ja. Wäre natürlich Chaos cool gewesen. Trotzdem Psycho. Psycho for the win! Bitte was? Nicht gekillt? Wie kann das sein? Walzen! Ja. Bringt natürlich grandios. Fee gegen Fee! Fee-Power! Das Fee gegen Fee wirkt, naja. Und schon bereit, Stufe 56. Kein Update, nix. Oha. Ja, würde ich auch sagen. Oha. Tja, nochmal dann. Nee, nicht Blackie, sondern eher Kokiri. Soll vor allem sein großer Auftritt hier werden. Doch eher Blackwing. Na gut, doch eher Blackie. Bei Kokiri kommt nachher sowieso noch zum Einsatz, wieder auf den Wasserrouten und so. Und dann ist, glaube ich, eher ein bisschen besser. Kokiri doch wieder ein bisschen hinten. Kommt auch hier zum Einsatz hier, keine Sorge. Aber einer muss die Mega-Entwicklung machen. Muss überhaupt? Nö. Müssen natürlich nicht. Ja, mach's doch so. Voila, und wir sind bereits bei Vasili. Na, servus, Kumpel. Sieht man sich auch mal wieder, wa? Glaub mir, dass ich mich dir erneut vorstelle. Ich heiße Vasili und bin der Arenaleiter von Xenorville. Cool, wa? Irgendwas in den Ausstrahlungen ist anders als zuvor, aber ich kann nicht erklären, was. Tja, das ist zumindest mein Eindruck. Ich frage mich, was ein Ursatzhöhle ereignet hat und welche Rolle du dabei gespielt hast. Vielleicht wird mir unser bevorstehender Kampf etwas mehr Aufschluss darüber geben. Also dann, zeig mir, wozu du und dein Team fähig seid. Im Gegenzug wirst du Augenzeuge der einmaligen Wassillusionen von mir. Um meinen Pokémon! Oh mein Gott, ey, was ist denn das für einer? Vasili will fighten mit Libiscus. Libiscus! Los geht's, Blackie! Oh Mann, da hat's natürlich keine Chance. Entdeck mal die Drachenklaue! Libiscus!
1:0 für den coolen Michael. Minotik, okay, mach direkt mal meinen Champ. Also durch in der Hinsicht halt. Blackie, Comeback. Kokiri, dein Einsatz. Milotik. Tja, wenn man sagen, Blättersturm war. Full Damage. Milotik. Das hat ihm gar nicht geschmeckt. Yeah, Mann. Sejong, Wasser, Eis, ohne Scheiß. Natürlich direkt mal ein Fall für unser Chaosline. Sejong. Natürlich richtiges Chaos gibt es erst mit einem Mega-Chaos. Mega Evolution. Und das war's mit Sejong. Und, na, okay. Welsa, ja. Natürlich Wasserboden war es wieder für Kokiri im Fall, aber nehmen wir jetzt doch mal Kai dran. Milotik. Welsa. Müsste eigentlich trotzdem reichen. Na, okay. Ja, Beben, Bodenattacke, klar. Los geht's, Kai, die Kraftreserve. Ja. Jetzt natürlich Pflanze als Kraftreserve, cool. Naja, Kampf geht auch. Und zum Abschluss nochmal den Surfer, wenn ich bitten darf. So. Und der nächste, der komplett im Arsch ist. Alter, wie Kai einfach levelt. Ursprünglich noch das Schwächste von meinem Pokémon, jetzt wird das Stärkste. Ein Gold King, ja, wird von der Atomic Plug gemacht. Gardevoir. Gold King. Und Tschüssikowski. Gold King. Keine Chance, aber nicht mehr die geringsten Hauch an. Oh, ein Rambos. Das ist eine Stahlattacke, alles klar. An den Rand des dem massiven Körper, je schwerer im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. Ja, theoretisch eine coole Attacke. Wäre natürlich vor allem dann nützlich, wenn unser Chaos die richtige Fähigkeit hätte. Ja, gibt es so eine, mit der er sein Gewicht verdoppeln würde sogar. Ne, du bald auch mal Eisenschweif. Ja, ich vergesse es mal lieber. Beeindruckend. Dankeschön. Höre ich doch immer wieder gerne. Hier, bitte mit an dich. Und wir haben nun endlich den letzten Orden, den Schauerorden. Ach, nimm auch dies als Andenken an unseren Kampf. Hui! Hier bitte sehr, die VM5 Kaskade! Yo! Bei der VM-Attacke Kaskade dauert der Anwender mit der Wucht eines Wasserfalls in seinen Gegner. Sie ist also sehr mächtig, aber auch elegant. Denn manchmal lässt sie das Ziel dazu noch zurückschrecken. Nun, da dir der Schauorden verliehen wurde, kannst du mit Kaskade außerdem noch 1000 Wasserfälle erklimmen. Und jetzt gab es vor dir der Weg. Du selbst musst entscheiden, welche Richtung du einschlägst. Du könntest zum Beispiel dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen. Wenn du alle Orden der Höhenregion gesammelt hast, wird dich dein Weg früher oder später dorthin führen. Wenn dies dein Wunsch ist, nimm Kurs auf die Insel Prachtvollis am östlichen Rand der Höhenregion. Oder aber du versuchst, so vielen Pokémon wie möglich zu begegnen, um dein Pokédex zu vervollständigen. Gerüchten zufolge hat Professor Birkes Wurzlein ein Update für den Pokédex bereit. Ja, bereits vorbei, bereits gemacht. Du bist spät dran, Kumpel. Wie geil werden jetzt echt alle 8 Orden, Freunde. Und sind bereit für den IGA. Naja, falls wir noch ganz kurz nach einen Abstecher machen nach Floßbrunn. Und zwar die Rückkehr für unser Blackie. Und dann auch so eine andere, was wir noch machen können. Auf dem Weg, Mann.
Die fragen natürlich, wollen wir uns noch groß trainieren von der Liga, oder sagen wir, nö, es reicht soweit, ich will auch keine Unterwasserkämpfe mehr so mehr machen, dann heben wir das alles für später auf. Also sprich halt mit Tauchen und so. Also natürlich auch unter Wasser noch viele Gegner zu bekämpfen, aber ja, ich hätte eigentlich schon noch genug neue Pokémon nach der Liga zu trainieren, die ich dann so eigentlich, ja, wie gesagt, perfekt trainieren könnte. Eigentlich. Aber erstmal kommt er wieder mit. Naja, passt schon. Das ist doch supi. Ja, Dienst noch angucken, wa? Danke, dass du unsere Stab vor der Untergänge bewahrt hast. Du bist einfach toll, Kleiner. Mindestens genauso. Naja, vielleicht sogar noch toller als Vasili. Oh, was ein Kompliment, ey. Sonst ist, glaube ich, nichts mehr. Nö, okay. Oh, hier gibt es noch ein Item. Endlich können wir wieder unbesorgt zum Himmel hinaufblicken. Das ist ganz allein dein Verdienst. Also, wenn du schon so sagst, dann finde ich sogar noch ein Protein. Ein Proteinshake. Hier gibt's nix, okay. Hier ist auch so wenig los. Servus, werte Dame. Wer sind Sie denn? Oh, Besuch, hier schauen so selten Leute vorbei. Du hast meinen Tag versüßt. Dafür bekommen Sie die Weiberpuppe von mir. Willst du sie haben? Jo, wieso nicht? Eine Weiberpuppe. Geil, Mann. Dankeschön. Weiter geht's im Text, und zwar jetzt in dieser Hütte. Servus, wer wohnt denn hier? Ein Angler und Wanderer. Ja, was ein Dreamteam, ey. Kennst das Pokémon Schmerbe? Ein Knubbel kriegt man leider nur selten sein zu Gesicht. Schmerzen verkaufen. Im Leben. Ah, tauschen war. Nö, ich hab keins. Wird zu schade. Naja, wer bist du? Knilz, Knilz. Ich hätte zwar einen Knilz, aber nicht dabei. Sorry, Kumpel. Wieso ist in den Cup geschnitten, hä? Yippie, jetzt kann ich wieder so oft wie ich will die Treppe hoch und runter flitzen. Geil, wa? Ja, wenn du meinst. Servus. Hör mal, ich warte was. Irgendwo in der Gegend soll es im Meeresboden eine antike Rune befinden. Da gibt es bestimmt allerlei Schätze, die unter Erfahrung geborgen zu werden. Naja. Wenn es so viele gibt. Antike Schätze. Wäre das schön, wenn es sie tatsächlich gäbe. Aber ohne Schätze wäre so eine Reise und was zusammen mit meinem Pokémon herrlich. Müssen wir doch noch machen, wa? Aber ja, wie gesagt, das Trainieren, wir sind eh schon stark genug. Das ist echt eher was für nach der Liga. Jetzt wird unsere Kugelrunde aus den Himmel ein Lächeln entgegen. Vielen Dank, Mann. Kein Problem. Hab auch gerne gemacht. Junge, scheinbar nichts mehr von Bedeutung. Wer wohnt denn hier? Ja, grüezi wohl. Wenn du möchtest, bringen kann deiner Pokémon die stärkste Drachenattacke bei, die es gibt. Na, soll sie beibringen? Ja, Brutalander zwar, aber. Aber Draco-Meteor, ich weiß nicht, Leute. Dann zeigen wir mal, wa? Komet werden heraufbeschworen, Rückstoß oder den Spezialangriff des Anwenders stark. Ja. Spezialangriff fallen, aber man sieht natürlich schon, unser Spezialangriff ist sehr, sehr niedrig. Na gut, natürlich, das Wesen war, ist ein hartes Wesen, plus keine DVs drauf, 0 DVs glaube ich sogar, ist natürlich ziemlich übel. Knie ist natürlich halt vor allem für Geister und Psycho-Pokémon gut. Ja, komm, wir machen's trotzdem mal, komm, was soll's. Naja, kein Problem. Denn ich will dir etwas zeigen, hier am Let's Play. Waffendige Attacke, ja, ist kein Problem. Also sowieso zu schwachen Spezialangriffswert. Hast du schon davon gehört? Ach wirklich? Einer von ihnen soll Kräfte wecken, die andere hingegen soll Kräfte bändigen. So wird zumindest überliefert. Ja, so ist es auch. Wir können zum eigenen Leibe erfahren und zeigen. Okay, so wenn man halt zur Ostseite von Xeneroville. Ein Pokémon-Markt übrigens suchen wir vergeblich. Ja, weiß zwar auch nicht wieso, aber es ist so.
Ist so, ist so. Das Wasser ist tiefblau. Ja, so ist es. Gibt's glaube ich sonst nichts mehr, war? Nö, die ganze Stadt ist sonst eingekreist und ab und zu gibt es ein paar wilde Carpadors. Ein Kampf der Giganten! Unvorstellbar! Hohes Level noch für so ein Carpador. Hier können wir noch tauchen. Ja, da kommen wir vorhin raus. Sonst ist diese Seite ziemlich friedlich. Wie sieht es hier aus? Hier ist irgendwie noch ein Item. Was dürfte es wohl sein? Dafür ist ein Proteinshake. Ein Supertrank! Na gut. Ja, doch kann man machen. Hallo, schöne Frau oder süßes Mädel. Hi, wie heißt du? Aha, netter Name. Ich heiße Bertha. Meine Eltern haben mich so genannt, damit ich gesund und warmherzig werde. Das war ihr Wunsch. Hier schenke ich dir. Eine Rabuta-Beere. Ich mag sie sehr. Eine Giefelbeere. Sehr nett, sehr nett. Warum ich sie so genannt habe, was haben sie wohl für dich gewünscht? Soll ich das echt erklären jetzt hier? Ja, also kann man die Geschichte erklären, wie sie von meiner Mutter kommt, und von meiner Mutter stammt. Weil die Geschichte ist nicht da ganz irgendwie parallel. Also sprich, meine Mutter und mein Vater haben irgendwie andere Geschichten auf Lager. Wegen meinem Namen. Also, erstmal, der Name Michael war sowieso irgendwie geplant, das war von beiden ein Wunsch. Der zweite Name war, also sprich halt der zweite Vorname war Thomas. Und auch da hatten halt beide irgendwie... Gibt es auch einen Pokémon-Markt? Hä? Verwirrung? Ich dachte, hier gäbe es gar keinen. Ja, also wie gesagt, die Vorstellung von beiden war Michael und Thomas, aber die Reihenfolge waren sie beide nicht einig. Meine Mutter sagt, dass mein Vater zwar irgendwie wollte, dass ich Thomas Michael heiße und dann... ich natürlich. Du einfach das Pinsel schlecht. Xeni! Kriege ich etwas Besonderes jetzt? Ah, Tem 83 Plage. Toll, jetzt bin ich eine Plage. Ja, das wäre, wie gesagt, meine Mutter wollte mich so nennen, sprich Michael Thomas, und mein Vater Thomas Michael. Zumindest sagt meine Mutter das, dass es so war. Mein Vater sagt irgendwie was anderes, der sagt, er wollte Michael Thomas, weil es irgendwie runter klingt, oder weil andersrum Thomas Michael klingt irgendwie ein bisschen doof. Aber wieso ich jetzt genau den Namen bekommen habe, bei Michael bin ich nicht ganz so sicher. Ich glaube, das war einfach die Vorstellung davon, weil es noch ein schöner Name war. Im Hebräischen heißt es ja auch, ja, es war, klingt ein bisschen komisch, im Hebräischen ist die Bedeutung dahinter, wer ist wie Gott. Also nicht die Antwort, sondern die Frage. Also sprich, Michael ist die Frage, wer ist wie Gott, nicht die Antwort. Das fand ich immer schon ein bisschen crazy. Und Thomas war deswegen wegen meinem verstorbenen Onkel. Als Andenken daran. Das war der Gedanke. Ja, mal ein bisschen was aus meinem Real Life erzählt, wa? Ist so ein bisschen persönlicher, aber jetzt nicht ein großes Geheimnis zu etwas, deswegen geht das schon in Ordnung. Ich habe jetzt gerade, was soll ich jetzt noch machen? Sortieren erstmal, sowieso nichts verkaufen. Hier vielleicht etwas, wa? Ja, gut, ich sage vielleicht sowieso weg. Ich glaube, sonst habe ich ja gar nichts, wa? Nee, sieht nicht so aus. Beeren. Die Beeren. Guter Hinweis, Freunde. Ich will ab dem nächsten Part damit beginnen, Beeren zu züchten. Wenn jetzt mit Überflieger ist sowieso viel einfacher. Sprich, wenn am nächsten Part zum großen Beerenfeld zurückfliegen und dort mal ein paar Beeren züchten. Natürlich vor allem die Evansbeeren zuerst, aber dann natürlich auch die seltenen Beeren. Einfach nur so, weil wir es können. Dann wird man so sein? Ja, vielleicht. Hallo. Als hier ein Meteorit einschlug, entstand durch den Aufbläukrater. Diese wälzt sich im Laufe der Zeit mit Regenwasser und so konnten sich schließlich Xenovillen entstehen. Cool. Ja, zu Xenovillen gibt es allerdings noch eine andere Geschichte. Die erfahren wir aber alles erst nach der Liga. Ja, ist so. Okay, wir müssen irgendwie anders lang. So. Dann geht's hier immer noch runter. Hier ist aber nichts. La 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 la. Ach ja, man sonst wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel.
Aber eingefleischte Fans reisen sogar extra das Kanton Johto an. Ich überlege gerade, kannte man natürlich Misty mit Wasser-Pokémon. Hast du auch Fans? Klar. Ach ja, der muss aber sehr stark sein. Jo, bin ich auch. Zwar nicht so stark ich gerne wäre, aber egal. Johto. Johto. Nee, gab gar keine. Natürlich, Johto ist natürlich auch Kanton und so, nicht wahr? Deswegen war ja dort auch dann wiederum Misty, die Arenaleiterin. Wenn Himmel froh ist, bin ich auch froh. Ansonsten Wasser-Pokémon, Arenaleiter, ich überlege gerade. Wer war der nächste bei der Reihenfolge? Gab es in Sinnoh einen? Glaube ich nicht, wa? Nee, da gab es einen Eis-Arenaleiter. Und dann war noch die 5., sprich Einal. Da war aber auch Eis. Wasser. Ich glaube, er ist ein Carlos, wa? Da weiß ich gar nicht mehr. Mein Gedächtnis. Moment mal, da gab es doch in Sinnoh noch einen? Ich überlege echt gerade. Gab es in Sinnoh einen Arenaleiter mit Wasser-Pokémon? Nee, wa? Eis gab es ein paar, da weiß ich. Ja, Eis gab es ein paar. Seit 30 Jahren lebe ich nun hier in Sinnoh und fallen meine Fähigkeiten. Ich habe eine alles erschütternde Team entwickelt, die schenke ich dir. Durchbruch! Ja, Durchbruch wird oftmals unterschätzt, Freunde, weil die Attacke, klar, sie macht nur 75 Schaden, zumindest mal die Basisgrund-Damage, ja. Grunddamage einfach 75, aber man sollte die Wirkung von Durchbruch echt nicht unterschätzen. Vielen, vielen Dank, ja, bitteschön. Haben wir doch gerne gemacht, Mann. Ich glaube, hier unten gab es sogar noch einen Megastein, wenn ich mich richtig erinnere. Nö, okay, hier geht's nicht. Kann doch irgendwo hier. Und du bist doch die Junge, der Höhenmutter gewahrt hat. Wollte eigentlich nicht aus, meinen Dank auszudrücken. Sag mal, woher wissen die das alles? Habe ich irgendwo mal ein Interview gemacht oder so etwas? Nö, war. Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Megastein gewesen. Nein, doch nicht. Verrückt. Verrückt ist es trotzdem. Wo komme ich eigentlich raus? Geht immer noch nicht. Ah, hier ist einer, genau. Ein Sobiris-Nit. Nice. Ja, ich würde mal sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mal hier bei Omega Rubin für heute. Wir sind hier soweit durch. Ja, was fehlt dir eigentlich noch? Es gibt noch ein, zwei Dinge, die man erledigen kann. Einfach halt so just for fun und so von der Liga noch. Und so werden wir, wie gesagt, im nächsten Part das mit den Beeren machen, mit den Beerenfeldern. Dann werden wir noch dem guten Walter in Malmfroh-Sied einen Besuch abstatten. Und danach, was wir dann noch machen, ja, auf dem Weg nach Flusspunkt machen, wegen der Themenrückkehr. Aber dann, glaube ich, gehen wir schon relativ schnell nach Prachtpolis City, sprich zur Siegerstraße und zur Liga. Und werden Pokémon Champion. Zumindest mal für eine kurze Zeit, weil danach geht das Abenteuer dann weiter. Hier bei Pokémon Omega Rubin. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Dann jetzt überhaupt. Ach du Scheiße. Ja, wieder hier. Pokémon Center. Eine gute Idee. Sturzflug. Nice. Nun dann, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.